Hoi Kinder, wo bist du noch? Ich freue mich ganz fest, ich kann noch mitmachen bei euch. Und Lola hat mich eingeladen an meine Backstube und hat mich gefragt, ob ich mit ihr etwas backe. Und ich verrate es euch nicht, Lola soll es gerade selber sagen. Wir rufen sie gerade zusammen. 1, 2, 3. Lola! Ui, du bist ja schon wach. Du hast ja gar nicht geschlafen. Ich kann nicht einmal deinen ganzen Namen sagen. Ja, was denkst denn du? Ich bin mega nervös. Wieso bist du nervös? Weil ich mich so freue drauf, dass wir heute einen Grittibänz backen. Ah, ein Grittibänz? Weißt du nicht, was ein Grittibänz ist? Ja, klar. Ja. Kannst du den Kindern sagen? Ja, sicher. Ein Grittibänz ist ein Teigmantel mit Armen und Füßen und einem Gesicht wie einem Mensch. Und hat meistens ganz feine Sachen drauf, wie Weinbeere, Mandeln, Schoki, Zucker oder was einem sonst noch in den Sinn kommt. Smarties, man kann fast alles drauf tun, weil das, was Kinder meistens gerne haben. Genau. Aber du, wieso machen wir dann nicht den Grittibänz? Also das habe ich auch schon eigentlich vorbei. Ja, weisst, ich habe einen bekommen. Der hat sogar M&M's drauf gehabt. Habe ich das gerne gehabt. Und darum habe ich dich gefragt, ob ich echt auch so einen machen darf. Ich habe gedacht, es spielt ja keine Rolle, ob jetzt das Samichlaus schon vorbei ist oder nicht. Sondern das Mädchen kann ich auch jetzt noch machen. Das ist vollkommen recht. Komm, wir fangen gerade an. Ich habe hier ein bisschen Teig parat gemacht. Und das mache ich zuerst in einer langen Schlange. Nachher nehme ich hier meine Flachhand und beim oberen Drittel ein bisschen hin und her gageln, bis es eine kleine Einbuchtung gibt. Aber nur so fest, dass der Teil noch dran bleibt. Und das Teil ist dann der Kopf. Nachher habe ich hier ein Rädchen. Die meisten wahrscheinlich nicht so nice zu Hause. Wir können es auch gut mit einem Messer machen. Ich schneide hier die Ärmel drin und die Beinchen. Meine Ärmel hat ihr jetzt im Hosensack, weil ich sie in der Mitte eingeschnitten habe. Wenn ihr ein Messer habt, könnt ihr einfach rausschneiden und dann sind einfach die Ärmel frei. Dann tun wir es am geschicktesten gerade auf das Backblech. Ich habe es jetzt schon parat gelegt. Und dann habe ich extra noch den Teig vorgelassen, um noch eine Verzierung drauf zu machen. Verzierungen macht man häufig so, dass man einfach eine lange Schlange macht. Die kann eigentlich so dünn oder so dick sein, wie ihr mögt. So. Und dann tue ich sie zum Beispiel um den Hals herumlegen und in sich selber reindrüllen. Dann gibt es eine Art nämlich wie einen Schal. Und dann habe ich ja noch mehr Teig. Dann kann ich zum Beispiel noch eine Kappe machen. Ihr könnt mit dem Teig, den ich vorhin habe, ganz viele Sachen machen. Ihr könnt noch Hosenträger machen, ihr könnt noch Schuhe machen, ihr könnt noch Hosenböckchen machen, ihr könnt auch noch T-Shirt-Böckchen machen. Ihr könnt ganz viele Sachen machen. Was ihr wollt. Ich bin mal zufrieden mit dem und du jetzt zuerst mal anstreichen. Dann, wie erwähnt, kann man ganz viele lässige Sachen drauf tun. Ich habe jetzt hier zum Beispiel Weinbeere parat. Hoppla. 2 brauche ich zum Beispiel für die Augen. Dann habe ich Mandeln. Die tue ich auf die Beinchen. Und auf den Kopf. Dort, wo die Kappe ist. Zucker haben wir auch mega gerne. Das tun wir auf den Bauch. Mit der Schere kann man auch ganz lässige Sachen machen. Zum Beispiel das Maul schneiden. Man kann aber auch zum Beispiel eine Hose machen, indem man noch die Beinchen eigentlich zackert. Ihr könnt auch den ganzen Grittibänz zackern, wie ihr wollt und wie ihr es schön findet.
Oh Sarah, das ist aber lässig geworden. Gell? Schon noch cool. Aber gell, denk dran, Lola. Auch der Grittibänz, den du bekommen hast, das war auch mega lässig. Keiner macht es besser wie der andere. Es ist nur etwas anders, aber nicht einer macht es besser. Verstehst du das? Ich glaube schon. Wie zum Beispiel mit dem Fußballspielen ist es auch so. Ja, genau. Einer kann vielleicht besser im Goal stehen und der andere kann besser Goal schiessen, aber keiner spielt besser Fußball wie der andere. Das ist eben viel gäbiger, wenn man es so miteinander hat, dann hat man es viel lässiger miteinander, wenn man so spielt. Und nicht gegeneinander, sondern miteinander mit seinen Gaben zusammen. Das verstehe ich. Sehr gut. Und schau mal, der Grittibänz hat relativ lange im Ofen. Willst du mal den Kindern Ciao sagen? Und dann schauen wir noch zu, wie es backt. Ja, das machen wir. Ciao, Kinder! Tschüss!